im Kunstkabinett Elsbach. Mein besonderer Gruß gilt Herrn Professor Zehnder und seiner Frau. Herrn Jobi, der sich auch nicht hat leben lassen, heute zu dem gemeinsamen Empfang für Herrn Professor Zehnder anwesend zu sein. Und er wird auch gleich ein Laudatio von Herrn Professor Zehnder halten. Ja, ebenso herzlich begrüße ich meinen Amtsvorgänger Gregor Holland, Kreiskämmerer in Grotens. Und Sie natürlich alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, einmal mehr ist das Kunstkabinett ein wichtiger Ort, ein wichtiger Punkt, um letztendlich einen verdienten Herrn Professor Zehnder zu ehren, der unserem Kunstkabinett ja schon über viele Jahrzehnte verbunden ist und der ja auch schon viele Laudatien gehalten hat auf die Künstler, die hier ihre Werke ausgestellt haben. Herr Girono wird gleich hier ihre Laudatio aus Sicht des Fördervereins, aus Sicht des Kunstkabinetts halten. Und er wird natürlich auch in die Kunstwerke, in der Sonderausstellung von Herrn Gerd Seide einführen. Und Sie haben dann anschließend natürlich die Möglichkeit, sich diese Werke hier anzuschauen. Das Kunstkabinett ist ja seit vielen Jahrzehnten sicherlich ein wichtiger Punkt im kulturellen, im künstlerischen Leben hier in unserer Gemeinde und natürlich auch weit darüber hinaus. Und die Vernissagen zeigen ja immer wieder, dass ein großes Interesse besteht an den Ausstellungen, die hier im Hause von Herrn Girono, unserem ehrenamtlichen Direktor des Kunstkabinettes, ja letztendlich ausgestellt werden, die uns dargeboten werden. Deswegen auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Herrn Bono Girono, der immer wieder Besserung für Ihren Arm. Das war sicherlich nicht so ganz einfach, jetzt die Bilder zu hängen, aber ich denke, Sie hatten dafür auch noch einige Unterstützung. Dankeschön. Ja, insofern gute Leistung. Dankeschön. Ja, der Förderverein des Kunstkabinetts wird geführt von Herrn Helmut Riebeling, den ich auch sehr herzlich begrüße am heutigen Tag. Und natürlich auch die Damen und Herren Vorstandsmitglieder und alle weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die also immer wieder dafür sorgen, dass diese Ausstellungen hier ein Erfolg werden. Jetzt klatschen wir für die. Natürlich ist es für uns von großer Bedeutung, dass wir diesen Förderverein haben. Denn ich erzähle nichts Neues, ich mache das eigentlich immer wieder. Wir haben große Probleme in der Haushaltswirtschaft, im freiwilligen Ausgabenbereich. Insofern brauchen wir den Förderverein, wir brauchen die Sponsorinnen und Sponsoren, die uns unterstützen, um halt eben dieses Kleinod hier auch weiterführen zu können, um es der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Ja, gleich werden wir auch wieder, wie wir es auch schon kennen, von unserem Restaurant Ballebäuschen, das hier ganz in der Nähe ist, mit einigen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. Die Familie Allmann, Herr und Frau Allmann und die Helferinnen und Helfer präsentieren doch hier immer eine hervorragende Getränke und kleine Häppchen, und ein Besuch in Ballebäuschen lohnt sich natürlich. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte aber, bevor ich dann an den Herrn Landrat übergebe, Herrn Professor Zehnder persönlich, aber auch im Namen von Rat und Verwaltung, sehr herzlich gratulieren zu Ihrem 75. Geburtstag. Und ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, vor allen Dingen ja, Glück, Erfolg, aber vor allen Dingen auch Gesundheit für das nächste Lebensjahr und viele, viele weitere, die auch nicht folgen würden. Insofern freue ich mich sehr, dass Sie hier sind und dass wir die Ehre haben, heute diesen Empfang für Sie auszuführen. Vielen Dank, auch an Sie, meine Damen und Herren.